Ich habe heute für euch hier einen Ring dabei. Streckt doch mal auf, die alle heute auch einen Ring anhaben. Und vielleicht die, die ihn vergessen haben und gerne dabei hätten, gibt es auch noch. Sehr gut. Ja, Ringe können sehr unterschiedlich sein. Wahrscheinlich sieht deine, der du anhast, nicht gleich aus wie der von deinem Nachbar links oder rechts von dir. Ringe können unterschiedliche Grössen haben, unterschiedliche Farben, etwas eingraviert haben, einen Stein drauf haben. Und sie können auch aus unterschiedlichen Gründen getragen werden. Man kann sie einfach zum Schmuck anlegen, so ein bisschen die Verschönerung von der Hand. Sie können eine Beziehung oder Freundschaft zu jemandem ausdrücken. Das, was wir vielleicht ein bisschen weniger kennen, sind so Herrscher oder so Siegelringe. Ich glaube jetzt nicht, dass das du schon mal gebraucht hast. Vielleicht schon. Kannst du es mir nachher noch sagen. Es gibt aber auch so Ringe, die so ein bisschen eine Liebesbeziehung ausdrücken. Verlobungsring, Ehering. Falls du den Serien-Slide schon mal gesehen hast, der hat Steffi gemacht und der ist richtig cool. Und auf dem Slide hat es 2 Ringe drauf. Und darum habe ich mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und ich habe mich gefragt, gibt es eine Definition für so einen Ring? Und die Definition, die ich gefunden habe, lese ich euch gerade vor. Und zwar heißt es: Der Ring gilt seit Urzeiten als Symbol der Liebe, der Verbundenheit, der Zusammengehörigkeit, der Einheit und Treue. Die Bedeutung des Ringes ergibt sich aus seiner Form. Der Ring hat keinen Anfang und kein Ende. So soll auch die Liebe unendlich sein. Wir werden nochmal darauf zurückkommen. Ich lege mal dahin. Wir starten ja heute mit dieser Serie hier, mit der Serie Hosea, die wohl ungewöhnlichste Liebesgeschichte der Bibel. Und das Ziel dieser Serie ist, dass wir das Buch Hosea ein bisschen genauer anschauen können. Dass wir ein bisschen mehr über den Hosea erfahren können. Seine Geschichte, aber besonders auch seine prophetischen Worte, die Gott ihm gegeben hat. Herausfinden, was hat denn Gott durch den Hosea bewirken unter dem Volk und was können wir heute daraus herausnehmen. Und ich möchte uns alle miteinander ermutigen, dass wir die Bibel selber lesen. Wir haben nämlich nicht Zeit, um auf dieser Bühne jeden Vers, jedes Kapitel ganz genau anzuschauen. Darum lass uns doch in den nächsten 4 Sonntagen, in den nächsten 4 Wochen die Bibel lesen, die Geschichte von Hosea selber lesen. Vielleicht machst du es für dich selber, in eurer Small Group oder in eurer Familie. Lass uns jetzt ein bisschen näher an das Buch hergehen. Das Buch Hosea steht im Alten Testament und der Hosea ist ein Prophet. Der Hosea hat das Buch selber geschrieben und ein Prophet ist einer, der so Botschaften von Gott bekommen hat und die wiederum am Volk weitergegeben hat. Über den Hosea wissen wir nicht mega viel. Er schreibt, dass er der Sohn von Beri ist. Wer der Beri ist, das finden wir auch nicht so genau heraus. Es heisst, er hat eine Frau geheiratet, die hat Gomer geheissen, und er hat 3 Kinder bekommen. Sonst wissen wir nicht so viel über sein Alter oder seinen Beruf. Gut, er war Prophet, aber sonst wissen wir gar nicht einmal so viel über den Hosea. Es scheint, als hätte Hosea nicht sich selber gross machen wollen, sondern vielmehr die Worte von Gott. Etwas, was wir noch wissen, ist, dass der Hosea im Nordreich gewirkt hat. Und so ein bisschen seine Tätigkeit hat eigentlich angefangen zu der Zeit, wo so das Nordreich Israel so in einer Blütezeit waren. Sie sind vorher zerstört worden und haben jetzt angefangen, sich wieder aufzubauen. Ihr Selbstbewusstsein, aber auch ihre Stadt haben sie angefangen aufzubauen. Und sie haben angefangen, auf ihren eigenen Erfolg zu setzen, auf ihre eigene Leistung, ihr eigenes Können und haben in diesem Zug sich immer mehr von Gott zurückgezogen. Das Buch von Hosea beinhaltet die Liebesgeschichte, wo der Titel dieser Serie schon darauf anspricht. Es ist die Liebesgeschichte von Hosea, wie wir sie nennen. Und du findest die Geschichte in den Kapiteln 1 bis 3. Kapitel 4 bis 14 sind immer mehr eigentlich nehmen Bezug auf die Geschichte. Es sind viel mehr prophetische Worte. Und darum ist es auch wichtig, dass wir die Liebesgeschichte, wie wir sie nennen, ein bisschen anschauen. Und zwar war es so, dass Gott am Hosea gesagt hat, such dir eine Frau und heirate sie. Und jetzt ist der Hosea nicht einfach so gewesen, okay, ich schaue mal umeinander, was hat es denn da so? Und hat eine gesehen und gedacht, wow, die ist es, die muss ich gerade nehmen. Liebe auf den ersten Blick. Und hat sie geheiratet. Vielleicht wünschst du dir das so. Beim Hosea ist es nicht ganz so gewesen. Gott hat dem Hosea gesagt, es gibt so ein Merkmal, das deine Frau haben sollte. Und so ein bisschen unter uns. Jetzt, wenn wir jetzt jemanden müssten, der eine zukünftige Partnerin, Partner sucht, vielleicht deine Tochter, dein Sohn, ein Kollege, was für ein Merkmal würdest du dieser Person sagen? Hey, die Eigenschaft sollte die Person haben.
Vielleicht sollte sie gläubig sein, grosszügig. Sie sollte gut mit dir kommunizieren. Hilfsbereit wäre doch eigentlich auch noch super. Und sie sollte treu sein und ewige Liebe für dich haben. Ich will vielleicht etwas von diesen Sachen sagen, vielleicht du ja auch. Gott hat nicht ganz die Stichworte ausgewählt, die ich jetzt gewählt hätte. Im Hosea 1, Vers 2 steht Folgendes. Als der Herr zum ersten Mal zu Hosea sprach, befahl er ihm, such dir eine Hure und nimm sie zur Frau. Gott hat dem Hosea gesagt, such dir eine Hure und nimm sie zur Frau. Und bevor wir jetzt die Geschichte noch ein bisschen weiter anschauen, was jetzt dort gefolgt ist, möchte ich kurz bei dem Begriff Hure bleiben, den die Bibel braucht. Du kannst fast jede Übersetzung aufschlagen, das Wort oder ein ganz ähnliches Wort kommt vor und wir können das nicht umgehen, das Wort steht in der Bibel. Und ich gehe davon aus, dass wir alle gerade irgendetwas assoziieren mit dem Wort. Und wahrscheinlich kommt gerade das nächste Wort Prostituierte in uns in den Sinn. Und viele von uns haben vielleicht gerade das Gefühl, wir wissen, was das für eine Frau ist, wie die lebt und was das so für eine Person ist. Und ich wünsche mir, dass wir da mal ein bisschen zurückgehen von unseren Vorstellungen, die wir haben von diesem Wort und ein bisschen vorsichtiger werden. Ich nehme nicht an, dass ihr zur damaligen Zeit gelebt habt. Ich gehe davon aus, dass wir alle nicht ganz genau wissen, wie das Wort dann verwendet worden ist. Das Wort kann nämlich so eine Breite von Bedeutungen haben. Ist es eine Frau, die vor ihrer Ehe viele Männer bei sich hatte? Ist es eine Frau, die erst in der Ehe untreu geworden ist? Oder handelt es sich einfach um eine Frau, die Götzendienst gemacht hat und Gott untreu war? Und ehrlich gesagt kann ich die Frage und die Bedeutung nicht mit Sicherheit beantworten. Was wir aber rausgehören und was die Rede ist, dass, wenn wir von dem Wort reden, dann reden wir von einer Frau, die den Ruf hat vom Untreusein und untreu gelebt hat. Und wenn wir jetzt von dieser Gomer reden, die Frau, die Hosea geheiratet hat, dann reden wir von einer Frau, die einen Ruf hat, dass sie untreu ist. Und sie hat auch gelebt und sie ist untreu gewesen. Und wenn wir jetzt nochmal den Ring in die Hand nehmen, der Ring, das Symbol für die ewige Liebe, die ewige Treue, die Verbundenheit, dann fordert also Gott vom Hosea, dass er den Ring oder das Symbol, die ewige Treue und Liebe an einer Frau ansteckt und gibt, verschenkt, die es selber nie halten können. Gott fordert vom Hosea, dass er jemandem die Treue gibt, der selber das nie wird einhalten. Und genau das macht der Hosea. Der Hosea heiratet die Gomer. Und sie heiratet und sie kommen 3 Kinder über. Und das sind jetzt nicht einfach wieder so, ich sage jetzt mal 0815 Kinder. Sie haben ehrlich gesagt, wenn ihr mich fragt, recht spezielle Namen. Namen gehen ja noch, aber Bedeutungen finde ich ein bisschen interessant. Und zwar sind die Bedeutungen, Israel wird zerstört, kein Erbarmen und nicht mein Volk. Ich würde jetzt nicht wollen, dass mein Name das bedeutet, du hoffentlich auch nicht. Eher ein bisschen speziell, oder? Lass uns nochmal den Hosea, Vers 2 aus dem Kapitel 1 lesen. Als der Herr zum ersten Mal zu Hosea sprach, befahl er ihm, such dir eine Hure und nimm sie zur Frau. Du sollst Kinder haben, die von einer Hure geboren wurden, denn auch mein Volk ist wie eine Hure. Es ist mir untreu und läuft fremden Göttern nach. Also Gott möchte dem Hosea oder vielmehr eigentlich seinem Volk zeigen, hey, ihr seid untreu mir gegenüber. Und Gott braucht die Eheschliessung von Hosea und von der Gomer, um aufzuzeigen, dass sein Volk untreu ist. Aber dass Gottes Liebe ewig bleibt. Und er braucht die ganze Familie, um das darzustellen. Und die nächste Frage, die eigentlich ein bisschen auftaucht, oder bei mir auftaucht, ist, also ganz ehrlich, ist das wirklich passiert? Also kann das wirklich so passiert sein? Ist das einfach sinnbildlich, symbolisch? Kann das Gott verlangen? Oder ist es echt wirklich so passiert? Und man kann die Geschichte vom Hosea und von der Gomer sehr unterschiedlich auslegen. Und Theologen, die diskutieren darüber, wie jetzt das echt wirklich passiert war. Ist es wirklich so passiert? Hat wirklich der Hosea so eine untreue Frau geheiratet? Oder hat sie echt erst in der Ehe Ehebruch gemacht? Oder hat er sie gar nicht geheiratet? Oder handelt es sich um eine Frau, die Götzendienst gemacht hat?
Und auch diese Frage kann ich nicht abschliessend beantworten. Vielleicht ist es gar nicht so relevant, ob wir erkennen, was wirklich passiert ist und wie es wirklich war. Eigentlich zeigen ja alle Ansätze, hey, da ist eine untreue Frau und da ist ein treuer Mann. Und die stehen als Bild für das untreue Volk und den treuen Gott. Der treue Gott, der den Bund von der Liebe zu den Menschen ewig hebt. Die Bibel ist nämlich gefüllt von Bildern. Wenn du Psalmen liest, wenn du die Offenbarung liest, ja selbst Jesus hat Bilder gebraucht, in Gleichnis. Jesus hat die Bildsprache geredet. So viele Autoren, Erzähler haben Bilder gebraucht, um etwas Komplexes zu erklären. Manchmal haben ihnen die Worte gefehlt. Manchmal haben ihnen die Sätze gefehlt, um etwas zu erklären, das so viel komplexer ist. Und sie haben ein Bild gebraucht, das die Leute verstehen können, um etwas zu erklären. Und genau das hat der Hosea gemacht. Lies mal das Kapitel 13. Dort begegnet ihr Löwen, Bären, Leoparden, noch viel mehr Tiere. Der Hosea braucht Bilder, um etwas weiterzubringen. Und das Bild, das der Hosea, oder vielmehr Gott am meisten braucht, durch den Hosea, ist das Bild von dieser Familie. Das Bild von der Eheschliessung, von Mann und Frau. Vielleicht gerade, weil das Volk ungehorsam geworden ist. Weil das Volk das nicht mehr verstanden hat. Weil sie untreu geworden sind Gott gegenüber. Hat Gott auf eine neue Art und Weise wieder zeigen, wie dass er zu seinem Volk steht. Dass sein Bund ewig hebt, seine Treue ewig hebt. Aber auch zum Aufzeigen, dass sie untreu sind. Und spannend ist eigentlich, dass das Bild von Familie, von Mann, Frau, von Brut, Bräutigam sich eigentlich durch die ganze Bibel durchzieht. Du kannst das Alte Testament aufschlagen und dir begegnet das Bild. In Jesaja, in Hesekiel, in Jeremia findest du das Bild von Brut, Bräutigam, wo Gott braucht, um seinem Volk zu sagen, hey, ihr befindet euch auf dem Abweg. Ihr befindet euch nicht auf dem Weg, den ich für euch vorgesehen habe. Ihr werdet mir untreu. Und ob Gott braucht das Bild, um sie daran zu erinnern, an seine Liebe. Auch wenn du ins Neue Testament gehst, siehst du den Paulus, der das Bild braucht, der darüber schreibt, der aufzeigt, hey, Jesus liebt die Gemeinde und genauso soll Mann und Frau sich lieben. Und es zieht sich durch bis in die Offenbarung. In Offenbarung 19 heisst es, dass Jesus am Ende der Zeit eine Hochzeit wird haben. Er wird seine Brut heiraten, und zwar die Gemeinde. Uns, wir Nachfolger. Und plötzlich wird es persönlich. Plötzlich geht es um dich und um mich, um uns alle. Es geht nicht ums Volk Israel, sondern es geht um uns alle. Wir, die zu der Gemeinde dazugehören, wir Nachfolger, wir, die ein Teil davon sind, die mit Jesus unterwegs sind, wir sind angesprochen. Und wir dürfen oder müssen uns vielleicht auch fragen, sind wir Gott treu? Und wie zeigt sich seine Liebe in unserem Leben? Jesus wartet bis aufs Ende der Zeit. Er wartet darauf, dass er ewig uns seine Treue und Liebe zeigen darf. Und Gott möchte mit dem Bild von der Ehe, wo uns bekannt ist, aufzeigen, wie sehr er sich nach uns Menschen sehnt. In Hosea 2 heißt es, die Ehe, die ich an diesem Tag mit dir, Israel, schließe, wird ewig bestehen. Ich schenke dir Liebe und Barmherzigkeit. Ich gehe gut und gerecht mit dir um und bleibe dir für immer treu. Dann wirst du erkennen, dass ich der Herr bin. Gott möchte seinem Volk, aber Gott möchte auch uns zeigen, dass seine Liebe ewig hebt. Dass er uns wird Liebe, Treue und Barmherzigkeit schenken. Dass er gut und gerecht mit uns wird umgehen. Das ist der Inhalt von seiner Liebesgeschichte mit uns. Und seine Liebe, die geht durch Höchst und durch Tiefs. In Hosea 3 heißt es, der Herr sprach zu mir, zu Hosea, obwohl deine Frau deine Liebe nicht erwidert hat, sondern ständig die Ehe bricht, sollst du sie wieder bei dir aufnehmen und sie lieb haben. Denn auch ich liebe die Israeliten, obwohl sie anderen Göttern nachlaufen und nur zu gern deren Opfermahlzeiten essen. Also die Gomer war am Hosea nicht treu. Sie ist ihm davongelaufen. Sie hat sich abgewendet. Und Gott hat den Hosea nochmal aufgefordert, nimm sie nochmal zurück, bleib ihr immer noch treu. Und ganz egal, welchen Göttern wir nachlaufen, egal auf was wir unsere Sicherheit setzen, unser Glück oder unsere Hoffnung, egal wie fest wir Gott davonlaufen, uns von ihm abwenden,
Er wartet mit offenen Armen auf uns und er sehnt sich nach uns. Er sehnt sich nach einer Beziehung, nach einem Gesprächspartner, nach jemandem, der seine Liebe annimmt und erwidert. Und Gott gibt uns nicht auf. Er setzt alles daran, dass wir ihn kennenlernen, neu kennenlernen, immer wieder kennenlernen. Und er sehnt sich nach uns, wie ein Bräutigam sich nach seiner Brut sehnt. Und auch wenn die Brut davonläuft und auch wenn sie in der Ehe davonläuft, noch dann wendet Gott sich nicht ab und sehnt er sich nach ihr. Und er wartet darauf, dass wir immer wieder zurückkommen. Und er nimmt uns zurück, genauso wie der Hosea seine Frau die Gomer zurückgenommen hat. Und die Geschichte vom Hosea zeigt die Sehnsucht von Gott gegenüber seinem Volk und uns Menschen. Wir dürfen entdecken, wie er sich zu uns hinwendet, in dem Bild, das er braucht. Das Bild, das wir einigermaßen verstehen und nachvollziehen können, um zu zeigen, wie er sich nach uns ausstreckt. Und wir Menschen, wir werden es nicht schaffen. Wir werden es nicht schaffen, Gott immer treu zu sein, jeden Moment, jeder Sekunde von unserem Leben. Aber Gott wünscht, dass wir uns immer wieder zu ihm hinbegeben. Und dass wir auch heute den Moment nutzen, um uns seiner Treue bewusst zu sein, seiner Liebe bewusst zu werden. Uns überlegen, hey, was bedeutet seine Liebe in meinem Leben? Was ändert das in meinem Leben? Wie verändert es mein ganzes Leben, wenn ich weiss, dass da ein Gott ist, der treu ist und der mich ewig liebt? Und vielleicht gerade in der heutigen Zeit, wo es uns gut geht, in vielen Bereichen, wo wir versorgt sind, finanziell, materiell, in Beziehungen, wo wir gute Leistungen bringen vielleicht, wo wir selber auf unseren Erfolg setzen, wo wir anfangen, Gott aus unserem Zentrum vom Leben zu drücken und Untreue in uns wächst. Vielleicht gerade jetzt dürfen wir uns bewusst werden, dass Gott immer noch treu ist. Und Gott hat zu einem ganzen Volk geredet. Gott hat zu einer Gemeinschaft geredet. Und er redet zwar zu dir und zu mir persönlich, aber er redet auch zu unserem Miteinander. Wo müssen wir uns die Liebe und die Treue von Gott immer wieder auch in unserem Miteinander bewusst werden? In unserer Kirche, in unseren Small Groups, in unserer Gemeinschaft, in unserer Nation. Und seine Treue für unser Miteinander sehen und annehmen. Kommen wir nochmal zu dem Symbol von dem Ring. Der Ring, der steht für Verbundenheit, für Zusammengehörigkeit, für Einheit, ewige Treue und Liebe. Vielleicht nimmst du heute gerade den Ring mal ab, ziehst ihn mal ab und schaust ihn an und studierst die Unendlichkeit. Und prägst dir das ein als Bild für Gottes ewige Treue und Liebe. Und überlegst dir, hey, was verändert das in deinem Leben? Was verändert das in meinem Leben? Und wenn du keinen Ring hast, dann such dir einen Ring. Vielleicht heute beim Heimfahren, dein Steuerrad ist ein Ring. Vielleicht findest du es in der Natur, die Heim, malst es mal. Es wird endlos sein, wenn du einen Ring anfängst zu malen. Und überleg dir, wie sich Gottes Treue und Liebe in deinem Leben zeigt. Und da innen sitzen vielleicht Menschen, die verletzt worden sind mit dem Ring. Verlobungen, die sich aufgelöst haben. Ehen, die verbrochen sind. Vielleicht deine eigene, die von deiner Freundin oder die von deinen Eltern. Und du verbindest mit dem eigentlich mehr Schmerz, Verlust, Trauer oder sogar Wut. Und ich wünsche mir, dass das Bild vielleicht auch speziell für dich heilsam sein darf, heilend sein. Dass Gott das Bild neu füllen darf. Dass er uns zeigen durch das Bild, dass er nie davonlaufen wird. Gott läuft uns nicht davon, weil seine Liebe unendlich ist. Und Gott wartet auch, dass wir wieder zurücklaufen. Gott möchte in diesem Zerbruch das Bild neu füllen und Trost geben. Gott ist uns treu. Sind wir es oder versuchen wir es auch? Und was löst das aus, bei uns zu verstehen, dass es einen Gott gibt, der sich nach uns sehnt, der um uns ringt, der offene Arme hat oder im heutigen Bild, der mit so einem Ring auf uns wartet und ewige Treue und Liebe verspricht. Und wir kommen jetzt in die Zeit der Anbetung, wo wir Gott
die Ehre geben, wo wir ihm Ehre geben mit Liedern, ihm besingen, bestaunen. Du kannst ihm deinen Dank ausdrücken. Du kannst aber auch mit ihm ringen, genau um das Bild. Und du darfst auch die Zeit nutzen, um mit Gott persönlich ins Gespräch zu kommen. Vielleicht machst du das für dich persönlich, dort wo du sitzt. Vielleicht stupsst du links oder rechts an und sagst, können wir zusammen beten. Oder du gehst zum Gebetsteam, das dort hinten ist. Und dass sie vielleicht genau das Bild einbeten dürfen. Und heute haben sie ja ganz speziell als hörende Gebet, dass man vielleicht auch dort wird Gott auch etwas zu dir sagen. Gott sehnt sich nach einer Beziehung. Er sehnt sich nach uns. Darum studier den Ring, den du anhast, den du vielleicht da rein findest. Und studier Gottes unendliche Liebe und Treue in deinem Leben. Amen.